Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ja, im Mond sind wir jetzt dabei, den Schlussspurt anzusetzen. Ich würde sogar sagen, es sind noch 2 Parts, denn wir sind hier im Berg drin, haben wir soweit auch schon durchforstet, durchkundet, oder erkundet. Und wie bereits angekündigt in der letzten Folge, habe ich mir noch die Zeit genommen, hier offscreen nach einem Shenlong zu suchen, oder eher einem Senlong. Mit der richtigen Fähigkeit und habe das ganze Team noch ein bisschen trainiert und so offscreen auf ein akzeptables Niveau. Das heißt, erst einmal Quatschutsu, wie wir es kennen mit der Scope-Linse. Die Attacken hat jetzt noch nicht viel verändert. Ich habe mir sogar noch ein bisschen überlegt, ob ich mal noch statt Aeroas noch Siedewasser nehmen soll. Ja klar, Aeroas trifft halt immer. Das ist in gewissen Umständen ganz praktisch. Aber Siedewasser halt, man hier eine Prio-Attacke mit Siedewasser, sogar eine Attacke, mit der er verbrennen kann, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Kalpura hat nun den Energie, gut, als vorher schon, Energieball. Schattenfessel, neu ist jetzt der Sturzflug hinzugekommen, hat es gelernt, auf Level 55 sogar, und Synthese, in diesem Sinne eigentlich nichts Neues. Der gute Wult, da seht ihr ein bisschen was anderes. Ein Item, mir fehlt, also ein Item wäre bei ihm eigentlich ganz cool gewesen. Entweder, was heißt entweder? Nee. Natürlich ein Ballglas, ganz klar, weil Käfergebrumm, Donnerblitz, Lichtkanone. Man könnte natürlich statt Lichtkanone auch Energieball spielen. Kraftreserve ist bei Volt Boden. Und ganz ehrlich, ein Käfer-Elektro-Poker mit Schwebe, was eine Bodenattacke einsetzen kann, das ist schon ziemlich krass. Ja, deswegen Blendpuder, mit ein bisschen was habe, nicht immer Z-Attacken und so, weil, ja, weil Baum. Nee, einfach nur, weil man keine Großlinse habe. Großlinse. Wahlglas, Entschuldigung. Aber Großlinse, er hier, der Eisbrecher mit Nahkampf, Eishammer, Krabhammer und Steinkante neu. Er hat eine Großlinse bitte nötig, weil, ja, die werden dann 99% treffen, also eigentlich fast, also eigentlich 100%. Steinkante auch 88, höhere Trefferquote. Wäre nicht verkehrt, war Eisenfaust von Hieb, Punch, Faust und Schlagattacken. Ja, haben im Prinzip die 3 oder natürlich Steinkante ist nicht so eine Attacke, aber vielleicht noch was anderes sind und so, oder ich muss mal gucken. So, Salamandra ist auch nichts Neues. Matschbombe, Flammenwurf, Toxin, Ränkeschmied. Ja klar, Ränkeschmied hat man zu selten eingesetzt. Das Problem ist halt, Vierermann sitzen Werten, vor allem defense-mäßig, spezial und physisch. Es hat in der Verteidigung halt nicht viel zu sagen und deswegen, klar, Toxin machen wir gerne mal, aber vor allem Matschbombe, Flammenwurf setzt natürlich auch gerne mal ein, der Rest, naja. Unser Senlong mit Schallwelle hat es, glaube ich, Level 48 so etwas gelernt. Laut Attacke mit Schallwellen, es ist eine normale Attacke, natürlich, aber es hat halt Stab drauf, also ist nichts zu verachten. Drachenpuls, ja, ist eine Drachenattacke, warum nicht? Sondersensor kann es auch, damit hätten wir auch mal Psycho noch ein bisschen abgedeckt. Ja, warum Sondersensor, weil es Pyrokinese nicht lernen kann, frag mich nicht warum. Ist einfach so. Eisstrahl zum Trollen und so, weil er findet Eisstrahl ist eigentlich noch ziemlich cool auf dem Senlong. Es könnte auch Flammenwurf und Donnerblitz und Energieball lernen, hast du nicht gesehen, also. Aber ich habe die Attacken eigentlich alle schon im Team, deswegen. Aber generell, wenn man so überlegt, Drachenpuls und vielleicht sogar echt noch Eisstrahl, Flammenwurf, Donnerblitz. Wir haben auch eine ziemlich coole Coverage. So, Drachium Z einfach nur, damit wir auch das noch ein bisschen sehen, so die Drachenattacke. Hätte auch Eis geben können, normal, aber. Wutausbruch. Seine Fähigkeit, falls seine Karten nach einem Angriff auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger, steigt sein Spezialangriff. Das ist eine Fähigkeit, die vor allem natürlich für Shenlong sehr, sehr gut ist. Spezialangriff und so, man sieht es in Werten. Ist eigentlich der höchste Wert, nebst KP und Defense, aber auch recht ordentlich. Natürlich Initiative ist grottenschlecht, aber gerade deswegen, weil findet mal ein Pokémon, das Shenlong mit einem Hieb down kriegt. Also natürlich ist eine Drachen- oder Feen- oder Eisattacke, vielleicht sogar eine Kampfattacke, okay. Gut, Kampf ist halt relativ weit verbreitet, aber trotzdem. Eine Neutralattacke wird es niemals one-hitten, dafür ist viel zu bulkig. Und dann kommt der Wutausbruch und dann greift es an. Und dann gute Nacht. Also in der Hinsicht, vor allem eben da für die Hauptstory und so, kann es auch durchaus sehen lassen. Und ja, genau, Kalpura hat noch seinen eigenen Z-Kristall, genau. Und ich würde schon sagen, das ist unser Teammatch fürs Erste. Level 54 alle bis auf Kalpura.
Da hatte mir so Level 58 trainieren, so, nee, lass es mal noch und guck mal, wie es läuft. So, nochmal ganz kurz gucken. Ja, eben, Senlong könnte Flammenwurf lernen. Immer so eine Frage, was bringt man einem Drachen überhaupt alles bei? Aber ich finde so mit Normaldrachen Psycho Eis deckt schon relativ viel ab. So, Fatschutski noch sieht was dazu. Ich denke, so ein Move, mit dem ich eine erhöhte Verbrennungschance habe, ist nicht schlecht. Aber eben, ja klar, Scope-Linse habe ich, aber schade, dass ich keine Großlinse habe. Schade, dass ich kein Wallglas habe. Das wird es noch viel geiler machen. So, ansonsten würde ich sagen, wir sind ready. Was ich noch machen muss demnächst, ist halt Senlong noch einen Spitznamen geben. Dummerweise weiblich. Ich hätte sonst eigentlich an Gohan gedacht. Gohan aus Dragon Ball, nicht der Gohan, den wir kennen, sondern Gohan, also doch Gohan, aber nicht der Sohn Gokus, sondern der Großvater Gokus. Weil es ist eigentlich ein Grandpa von dem her. Der Drache. So, Freunde, es geht los. Es folgt ein harter Kampf. Glaube ich. Oder auch nicht. Gut. Jetzt glaube ich... Ah, hier ist noch ein Item. Ein Doppelleber. Mal ganz kurz gucken, bevor ich es vergesse. Wenn der Kampf kommt, okay, Animation nicht an. Antulo zum Trainieren die Animation ausgestellt. Ist doch relativ... Nein! Relativ angenehmer. Gut. Nochmal eine Etage hoch. Hätte schwören können, dass hier schon kommt. Okay, aber jetzt. Oder immer nichts. Jetzt aus, war scheiße. Dann wird mal 7 Prüfungen absolvieren oder so zum Inselwanderschaftschamp. Ach ja, stimmt, wir sind nicht der Champ der Liga eigentlich, so, oder der Champ der Region, sondern wir sind Inselwanderschaftschamp. Was wir haben kontaktiert. Champion dann anerkannt wird, okay. Probetest, da war es Probetest. Gehalt habe ich ja, weil ich dachte, unser Gegner wird gleich kommen, deswegen, ja, aber eigentlich mein Team bereits gehalten, so. Okay, ultimativ Trainer küren. Was das Flirten angeht. Es geht ausrüsten, ja, ich bin eigentlich schon sehr gut ausgerüstet. Mal ganz kurz gucken, was hier noch alles gibt, aber eh kein Geld mehr, so ist es ja auch. So, diese Dame, Freunde, ist ganz speziell, denn sie in unserem Pokémon Attacken herbeibringen, die sie vergessen haben. Madame Erinnerung, okay. Wir können mal gucken, was unser Pokémon noch so alles hätten. In Petto, vor allem Level 1 Attacken und so, ist glaube ich nie verkehrt. Okay, Quatsch, Schutz, was hätte das? Aeroas, ja gut. Rollentausch, Atami-Schild. Stachler? Ja, was ist Shuriken kaum, das ist viel besser. Delegator hätte es ja auch noch, das ist eigentlich nicht verkehrt, Sondersensor. Ja, stimmt. Hydropumpe? Nee, komm mal so. Das machen wir noch kurz. Und dann geht's ab. Kaipora, hast du eine Level 1 Attacke? Ich glaube ja weniger. Ah doch, Kehrtwende. Stimmt, das war ja eigentlich das. War genau, Kehrtwende ist eigentlich natürlich cool, war. Für Kaipora eine Kehrtwende zu haben. Es hätte auch einen relativ hohen Angriff. Man könnte es überlegen statt Synthese. Was wäre eine Option? Mit Energieball, Schattenfessel, Sturzflug und Kehrtwende. Und dann für Quatschutz gebe ich einen Eisstrahl noch statt Kehrtwende, weil wir eigentlich zweimal im Team haben. Es wäre eine Option, die man machen könnte. Mache ich jetzt fürs aktuelle Team aber nicht. Okay, Tiefschlag. Ja, Unlicht. Nee, ich habe Schattenfessel, das reicht schon. Daunenreinen. Volltrefferquote. Ränkeschmied hat es ja auch noch. Republik als Synthese natürlich schon eine coole Attacke, aber komme ich auch dazu, es einzusetzen. Mein Kaipora hat schon relativ viel KP, verteidigungsmäßig, Spezialverteidigung vor allem. Initiative, ja, es wird sicher viel überholen, aber ich überlege sogar, ob ich Downreigen spielen soll.
Vor allem, da Calpurnia jetzt einen hohen Verteilungswert hat, wäre eigentlich das ziemlich geil, oder? Dafür ist Synthese weg. Ja. Könnte man sich überlegen. Ich glaube nicht, dass irgendwie die Pokémon der Liga, dass die irgendwie so auf Angriffsboost aus sind. Wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen, vielleicht hier ein bisschen übertrieben, aber ansonsten wäre es sicher eine Option wert. So, Luftschnitt kennen wir eigentlich schon. Die restlichen Level 1 Attacken waren eben so Käfergebumm, glaube ich. Ne, warte mal, Donnerblitz für Level 1. Tine. Ja, ich meine, warum nicht, war? Es war nur 30% Trefferquote, auch wenn es physisch ist, aber hey, es ist eine, wenn es trifft, ist eine K.O.-Attacke, also darf man nicht unterschätzen. Ja, stimmt eigentlich, Agilität wäre bei einem Donarion eigentlich ziemlich klug. Ja, wobei die Werte wieder, war. Hält sich genug aus, um die Initiative verdoppeln zu können und so. Eisbrecher, hast du etwas, wofür es sich lohnen würde? Ich bin gespannt. Eishieb. Hey, natürlich eine 100%ige Trefferquote, okay, aber Eishammer ist aber ein Stärke und zum anderen ist es ein Signature-Move, wenn man so will. So ähnlich wie Schattenfessel bei Calpura oder wie halt Wutausbruch, die Spezialfähigkeit, sagen wir jetzt mal, die nur er hat, von dem alten Drachenoper ist. Und hier eben, also von St. Long halt und Eisbrecher halt mit dem Eishammer, den auch nur er hat. Also so das eigentlich schon würdigen, finde ich jetzt mal. Steigerungshieb. Ja, Erschlag, Lawine. Lawine wäre gar nicht mal so doof, wenn er heller sein soll. Und Gegenschlag natürlich. Auch Eisbrecher ist relativ langsam, wenn natürlich noch ein schneller Gegner kommt, mit einem Gegenschlag. Aber nee, Kampfstein kann das schon cool. Decke ich so viel ab, das ist geil. Ja, 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 wer soll sich erinnern? Vielleicht sogar unser Salamandra. Aber ich glaube ja weniger, dass ich einen Salamandra-Move drauf hätte, der mir gefallen würde. Giftfolge, nee, ich habe Toxin, dankeschön. Drachenwut wäre anfangs cool gewesen, mit 40 Damage kann natürlich jetzt nichts mehr ausrichten. Giftschock, wenn sich erst... Giftfalle wäre zwar eine Option. Ja, gut, jetzt haben wir Drachenpuls. Salamandra Drachenpuls beibringen. Fragwürdig, weil Drachenpuls oder Drachenattacken wirken nur gegen Drachen. Ne? Ist nur gegen Drachen effektiv, gegen andere Typen nicht. Und deswegen, da ist man immer so im Zwiespalt, wa? So, noch das letzte Pokémon checken. Aber ich glaube auch Shenlong hätte nichts mehr, was mich irgendwie interessieren würde. Kaipura war das einzige mit Downreigen, war? Was noch relativ interessant wäre. Das Problem ist, das setzt Synthese zu wenig ein. Ja, stimmt schon. Kameradschaft. Oh, er hat Schutzschild. Ja, leck mich am Arsch. Schutzschild wäre natürlich geil zum Gucken, was der Gegner so hat. Naja, ich überlege echt gerade. Also überlege im Prinzip, ob ich jetzt Shenlong doch Schutzschild statt Eisstrahl beibringe und dann dafür vielleicht einen Eisstrahl, ob ich denen dann Quatschutsu gebe. Oder vielleicht auch Schutzschild für einen Sondersensor. Ich gucke gerade mal, Psycho ist eigentlich effektiv gegen Kampf und gegen Gift-Pokémon. Bräuchte ich eigentlich schon. Ich frage natürlich, ob Shenlong gegen Kampf-Pokémon überhaupt lang genug überleben würde, wa? Das ist eine gute Frage. Und gegen Kampf, aber was gegen Kampf? Weil natürlich auch Flug noch. Viele Pokémon aber keine. Also gegen Kampf wäre ich mit Shenlong schon froh, das noch zu haben. Dann haben wir eben
Schallwelle. Ja, Schallwelle war vor allem gegen Doppelkämpfer, das ist sehr gut, weil es beide Gegner trifft und hat auch ist auch relativ stark natürlich. Aber grundsätzlich normale Attacke einzusetzen, ja, ist gegen nichts effektiv. Also warum? Was bringt das? Ja, komm, was soll's. Ja, ich mach's mal. Ich teste mal, wenn es ein Flop war, was soll's. Und dann bringe ich eben nach unserem Kalpura wieder, verlerne ich Synthese und gebe dafür Downreigen. Weil ich das Gefühl habe, das könnte noch ein cooler Zug sein. Und eben Synthese ist ein alter Move, den haben wir vor Urzeiten mal kennengelernt, glaube ich sogar als Bautzner, als zweite Stufe irgendwie. Also als erste Entwicklung und nie eingesetzt, ja, was bringt's dann, wa? Aber grundsätzlich natürlich Kehrtwende und reingeschmiert wäre auch eine Option, wobei ich habe zu wenig Spezialattacken. Das stimmt natürlich. So. Gut. Freunde, damit würde ich sagen, ist unser Team, denke ich mal, fürs Erste komplett. Ja, ich wage es jetzt doch mal so. Und natürlich diverse noch umstellen könnte und da noch irgendwie ein anderes Item. Gut, viele Items haben wir gerne zur Auswahl. Also hat unser Sandlong keine Normalattacke zum Angreifen. Ist okay, denke ich mal. Natürlich, man kann es mit Normalattacken spielen, damit ich auch was zum Beispiel gegen Feen hätte, oder? Wobei auch das würde nur neutral treffen, also... Also, nochmal ganz kurz abspeichern, Freunde. Ich weiß, der Part, ja, ich habe es lange genug da quasi rumgetrödelt. Aber da ich eigentlich das Projekt in diesem nächsten Part beenden will, werden die Parts sowieso ein bisschen länger dauern. Nicht wahr? Oh. Und Zigarrzelle gefunden. Okay. Ich weiß, du bist hier. Komm und zeig dich. Tali! Michael, warte auf mich! Seit wir beim Ätherparadies unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restliche Prüfung absolviert und bin nun auch zu Hause, mein Wissen so mit Ilima zu trainieren. Hey, als ich gerade darüber nachgedacht habe und mich als nächsten Pokémon-Jäger versuchen soll, habe ich von Glate gehört, dass du schon auf dem Weg her bist. Also habe ich schon alles stehen und liegen, also bin hergeflitzt. Ich war schnell als der Blitz. Der hat ziemlich aufgeholt bei den Prüfungen, weil der lag jetzt ziemlich weit hinter uns und so. Okay, Tali nicht unterschätzen, Leute. Der hat einiges auf dem Kasten. Legen wir los. Es ist ein Alola Raichu. Das ist ja ein tolles Warm-up. Quatschutsu. Ist die Frage, bin ich schneller? Ich würde sagen, ja. Nachthieb wäre eine Option. Ich bezweifle allerdings, dass ich es direkt killen würde, aus mit dem Crit. Deswegen mache ich Kehrtwende und hau erstmal ab. Oh, hätte gereicht. Scheiße. Gut, das macht Raichu. Ich war ja wasserunig, das heißt, es würde ziemlich sicher einen Elektroattack einsetzen. Also, Shenlong, du bist dran. Natürlich paralysiert. Shenlong. Ich mach mal hier den Eisstrahl. Dann sehen wir den auch mal. Alter. Hochstoß wäre mal hoch gewesen. Ah nee, hat's überlebt. Ist ein Feen-Pokémon, geil. Ich gehe wieder, tschüss. Ich schick Volt, komm. Ja, mit der schnelle Volt, was geht? Oh oh. Move, Praise and Power, Make-up! Alter, okay, jetzt habe ich ein Problem, weil ich bin sicher langsamer. Ha, woher wusste das bloß? Immer einen Spezialmove und Volt ist tot. Also eine geile Nutzlock-Challenge, wa? Bereitest du dich an der Liga vor und kurz vor kommt Tali und kloppt dich weg. So, jetzt reicht's aber. Starte gegen Starter.
Kann er von mir aus haben, ist gar kein Ding. Es ist eine Fee. Okay. Fee machen Geist nicht viel. Downreigen brauche ich nicht, weil es keinen Angriff hat. Deswegen Energieball und das Beste hoffen. Weiter so. Yeah! Ah, gut. Hatte gerade. Muss fast ein Crit sein, aber ich glaube nicht, dass es sonst gereicht hätte. Der Primarene doch relativ viel Verteidigung hat. Oh, der hatte gegen alles was beim Team. Ja, gut, da kommt halt der Quatschutsu wieder. Quatschutsu. Könnte wehtun, für Marten sind noch unangriffswert. Da hat er mir schon, dass es wehtut. So, jetzt reißt hier Siedewasser. Noch ein Crit. Okay, ich habe Angst, wenn ich jetzt schon so viele Crits habe. Quatschutsu. Synchro-Digitation zu... Asche Quatschutsu. Und Level Up für Quatschutsu. Oh, E-Betail wieder einschalten können. Jetzt wird doch eigentlich froh. Ein Koala. Was war das schon wieder für ein Typus? Weiß ich gar nicht mehr. Normalkampf? Normalkampf? Nur Kampf? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich sehe es ja gleich. Oh oh. Es ist eine Pflanzenattacke! Ja, das musste wehtun. Ja, okay. Dann machen wir was anderes. Ja, ich weiß schon, der Kalpura. Aber wenn es im Prinzip ein Kampf-Pokémon ist, wäre es, glaube ich, mal Zeit, um meinen Sturzflug auszupacken, wa? Bravebird! Geht doch. Level 56. Das ist doch mal geil, Freunde. So. Mir geht's nicht gut, hilf mir, bin paralysiert. Wenn wir reinguckt, ich bin der alte Grandpa, was machst du mit mir? Lecker. Also, ich machen muss, Leute, ist ein Z-Attack mit ihm einsetzen, weil ja, eben der Shenlong kann coole Grimassen machen, vor allem mit seinem Augenbrauen ein bisschen rumspielen und das wollte ich natürlich nicht verpassen. So, alle noch ein bisschen aufpäppeln. Quatschutsu, nicht schlafen. Nicht schlafen! Schlaf nicht! Gibt's einfach nicht, hey. Ah, dabei wollte ich meine Pokémon noch unbedingt wissen lassen, wie sich ein Sieg gegen dich anfühlt. Na, aber seine Niederlage hat auch was Gutes. Da können wir andere noch stärker zu werden. Grins. Nimm was sei. Jetzt würde ich aber auch sehen, wie du dir hier der Champion wirst. Das bedeutet noch mehr Motivation für mich. Dann werden wir nächstes Mal nämlich gegen einen Champion gewinnen. Danke, ich habe das Gefühl, ich werde die brauchen. Grins, grins. Tschüss. Alola. So, Freunde. Okay, Ruto sagt gar nichts. Für den Rest des Parts gehen wir ganz kurz an den Pokémon heilen. Dann bekommt Shenlong einen Spitznamen und werden uns vor die Pokémon-Liga stellen, denn in der nächsten Folge will ich die Liga abschließen. Ist mir scheißegal, wenn es 2 Stunden dauert oder so. Was natürlich nicht sein wird. Nee, ich schätze pro Kampf 10 Minuten. Plus ein Champ noch. Wobei ich natürlich auch Gegner, schätze ich jetzt mal, bei denen ich ein bisschen schneller sein werde. Gut, Gehalt ist mein Team. Es sieht ihm noch cool aus, schätze ich mal. Das heißt, ganz kurz wegfliegen. Wir sind auf Ulla. Das heißt, ich muss mal ganz kurz auf Akala zurück. Denn hier war ja der Namensverwerter. Glurak! Flieg und Sieg! Glurak! Tschüss! Ja, Glurak wäre echt cool. Wobei, was ich auch seltsam finde. Wir haben hier den
Alola Pokédex. Es gibt ja hier in Sonne und Mond gibt's nur einen Alola Pokédex. Es gibt keinen nationalen Pokédex. Okay. Jetzt im Alola Pokédex ist Glurak und die Entwicklungsreihe nicht vorhanden. Ich sehe gerade, ich bin sowieso falsch. Ja, ist eben nicht vorhanden. Aber trotzdem ist es ein Pokémon, den man hier fliegen kann. Warum ist es nicht im Pokédex drin? Das ist irgendwie so merkwürdig. Warte mal, ich bin schon wieder falsch. Na, was mache ich hier? Oh, Michael, sie ist ein paar voll in die Länge. Das ist keine Absicht, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ein bisschen euphorisch und ein bisschen Angst und alles miteinander. Das ist eine ziemlich doofe Mischung. Hä? Warte mal. Oh nein, die Insel war ja richtig, es war bloß ein falscher Ort. Glurak, Flieg und Sieg! Wenn ich weitermache, kommt Glurak bald nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr! Okay. Der eine muss noch kommen, also. Wäre sonst ein bisschen scheiße. Ja, gab es vorhin angekündigt, nochmal ganz kurz. Ich werde dann E-Petal wieder aktivieren. Weil eben Level Cap für die Liga zum Schluss sind, sagen wir jetzt mal, für den Endliga-Kampf ist 58 und es wäre schon cool, wenn ich auch das Level ungefähr hätte. Weil sonst wird es echt mörderisch. Mein Pokémon werden sowieso drauf gehen. Wäre es ein Nuzlocke-Challenge, wäre es mir jetzt eigentlich relativ egal, aber... Also egal. Natürlich nicht egal, aber wäre halt... Egal. Nee, nicht egal. So. Ziel ist natürlich kein Pokémon zu verlieren, ne, ist logisch. Aber, ja, passen schon ein bisschen bulkiger, zum Beispiel Eisbrecher, Kalpura. Sandlong eventuell noch, aber ansonsten... So, also, ursprünglich wollte ich Dragoa machen oder irgendwie Grandpa. Aber es ist ein Weibloch und Shenlong wäre irgendwie auch nicht gerade so passend, deswegen gebe ich ihm den Namen. Oder ihr, Entschuldigung, es muss ja auch passen, nicht wahr? Grandma, okay. Sorry, weil ich das falsch schreibe. Weil Großmutter passt nicht hin und... Oh, bin ich doof? Wenn ich schon mal so eine Situation habe, kann ich auch mal einen richtigen Spitznamen geben. Also, richtigen Spitznamen. An dem mich jetzt auch ein bisschen persönlicher berührt, weil eben, es ist Pokémon, das ein bisschen älter aussieht. Das ist weiblich. Auf Englisch heißt es irgendwie Grandpa oder so irgendwie. Nein, Drampa heißt, genau. Drampa wegen Dragon und Grandpa. Und ich denke mir jetzt einfach so, okay, Grandma oder ist eine Option, aber warum eigentlich nicht einen Namen geben? Ich meine, klar, seine Großmutter Grandma nennen, machen vielleicht im deutschsprachigen Raum eher weniger, auch in der Schweiz nicht, aber... So. Granny oder wie wir ja gesagt haben, Granny. Ist zwar auch eher ein bisschen Englisch, aber... Oh, also im Prinzip hatte ich zwei Großmütter, oder? Die meisten. Also sind sie bereits zu früh gestorben. Die eine haben wir halt Oma genannt und die andere Granny. Ja, ist halt so bei uns Familie so gewesen. Mittlerweile hat er bereits beide verstorben. Aber so spielt das Leben, wa? Keiner lebt ewig und deswegen sollte man das Leben immer in den vollen Zügen genießen. Oder zumindest versuchen. Natürlich geht es nicht immer, klar. So. Ich würde aber echt mal sagen, Freunde, wir sind hier soweit durch. Jetzt mal ganz kurz bis da oben noch nicht ganz hin. Man kann die Fotos machen, okay. Was gibt's denn hier eigentlich so? Ah, okay. Ja, das vielleicht irgendwas Seltenes oder so, aber... So ein Eis-Pokémon, so ein Eiscreme-Pokémon, hätte beinahe Klasse gesagt, aus Schweizerdeutsch. Egal, Freunde, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part also das große Finale. Wir werden Inselwanderschaftschamp, hoffe zumindest. Und dann mal schauen. Bis dahin, ciao zusammen.